Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Ich freue mich, heute Morgen mit euch in eine neue Serie zu gehen. Sie heisst Mundwerk. Mundwerk. Ich weiss nicht, wem es von euch schon so gegangen ist, dass ihr irgendetwas gesagt habt und wo ihr es gesagt habt, habt ihr gemerkt, ui nein, hätte ich nicht sollen. Worte haben eine enorme Macht. Und sie können extrem aufbauen, extrem Mut machen. Wenn ich dir heute Morgen würde sagen, hey, ich bin mega stolz auf dich, ich schätze dich sehr, hey, du bist ein Vorbild für andere Menschen. Wenn ich dir sage, ich schätze dein Herz, ich schätze, wie du umgehst mit den Sachen im Leben, ich schätze die Liebe, die du hast, ich schätze die Treue, die du hast. Ich glaube, es macht etwas mit einem. Und ich meine, ja, und dann hat mir vor vielen Jahren mal jemand angefangen, ganz liebe Ziele zu schreiben und hat mein Herz erwärmt. Ja, und jetzt trage ich einen Ring. Also, Worte haben eine enorme Macht. Und ich denke, Worte können so positiv sein. Wir können auch das Gute wecken im Menschen. Es hat einmal das war einmal ein Vortrag über wie sagen wir dem, die Redekunst und so. Der hat gesagt, hey, wenn Sie lauter Leute vor Ihnen haben, in der Rhetorik, und alle schauen da so ein bisschen beschlagen, vielleicht nachdenklich, traurig rein, sagen Sie, freut mich so, in eure fröhlichen Gesichter zu sehen, und sofort verändert sich die Atmosphäre. Und wenn ich das mache, es ist nicht wegen dem, ich meine es wirklich auch so, man darf ja auch nicht lügen, aber es macht etwas, es löst etwas aus bei einem. Und auf der anderen Seite können Worte, die negativ sind, wo man Menschen abmachen, wo man Menschen kritisieren, wo man despektierlich sind, mit anderen Leuten, können Beziehungen wirklich kaputt machen, zerstören. Und viele Beziehungen sind nicht am Geld zerbrochen, sondern an der Kommunikation, an der Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist. Böses, Verletzendes, Erniedrigendes, das sind Worte, die die Seele von einem Menschen tief treffen. Ich denke immer wieder auch, in der Führungslehre sagt man, 10 Komplimente wiegen etwa so schwer wie ein negativ kritisches Wort. Wow. Und ich glaube, es zeigt irgendwo, wir Menschen, wir sind enorm empfänglich einerseits für Gutes und auf der anderen Seite Worte, die negativ sind, Ausstrahlungen, die negativ sind gegen uns, treffen einem ganz, ganz tief da rein. Im Jakobus 3,5-6 sagt die Bibel das auch. So kann die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Die Bibel sagt in anderen Worten so, das Organ, das am schwierigsten in den Griff überzukommen ist, das ist unsere Zunge. Oder in anderen Worten, das ist unser Reden. Die Bibel sagt, wer sein Reden im Griff hat, hat sein ganzes Leben im Griff. Wow! Und auf der anderen Seite, ich denke, das ist auch eine Verheißung, das ist auch ein Versprechen an uns. Hey, ich glaube, Gott will uns helfen, dass wir unser Reden wirklich in den Griff bekommen. Und wir werden heute mit dem ersten Thema reingehen. Und das geht darum, dass wir lernen, Dankbarkeit auszudrücken. Dankbarkeit wirklich zu leben, ein Leben von der Dankbarkeit zu leben. Und ich habe so einen berührenden, kurzen Videoclip bekommen. Ich habe gedacht, den will ich unbedingt mit euch heute Morgen teilen, wo das auf so eine wirklich bewegende, herzenserwärmende Art ausdrückt. Yay! Yeah, I have it. Oh, I love you. Banana!
ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das so bewegend gefunden. Die Freude über Bananen, die Freude einfach über eine Frucht. Und der Vater hätte ja eigentlich einen Witz machen mit ihr nach dem Motto, ich mache ihr ein Geschenkchen, und hat dann gehofft, sie sei enttäuscht, weil es nur eine Banane ist. Und ich habe so gedacht, hey, es ist wirklich das ist wie eine Message wirklich in diesem Film drin. Hey, wenn in unserem Leben über kleine Sachen so eine Dankbarkeit kann da sein, ich meine, hey, dann würde es abgehen da wie das grösste Rockkonzert, wenn wir über Jesus reden miteinander. Hey, gewaltig. Dankbarkeit ist ein riesen Schlüssel wirklich in unserem Leben. Und ich werde euch zwei Gründe sagen, warum Dankbarkeit so enorm wichtig ist in unserem Leben. Und zwar haben wir herausgefunden, dass Dankbarkeit der Weg zur Zufriedenheit ist. Wenn du zufrieden werden im Leben, schau nicht danach, wie du mehr kannst bekommen, sondern lern dankbar sein mit dem, was du hast. Der Henning Freund, er ist ein Professor für Religionspsychologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg. Er hat Folgendes gesagt: Dankbarkeit ist die Voraussetzung für Zufriedenheit. Wenn ich dankbar bin für das Gute in meinem Leben, bewahrt mich das zugleich vor Unzufriedenheit, nämlich davor, mich nach Dingen zu verzehren, die ich nicht haben oder erreichen kann. Eine dankbare Grundhaltung hilft sogar, vor Depressivität zu schützen. Wow! Es ist interessant, was man herausgefunden hat in diesen Studien. Menschen, die gelernt haben, dankbar zu sein, sind zufriedene Menschen. Menschen, die gelernt haben, nicht Ziel nachzueifern, die sie nicht erreichen können oder die ihnen verwehrt sind, sondern dankbar sind mit dem, was sie haben. Das sind Menschen, die zufrieden sind. Und ich finde da mega stark auch den Gedanken, es kann Schutz sein, wirklich auch für Depressivität in unserem Leben. Das ist der erste Grund, warum Dankbarkeit so wichtig ist. Es führt zur Zufriedenheit. Und das Zweite ist, dass Dankbarkeit uns wirklich schützt in unserem Leben vor destruktiven Mustern in unseren Gedanken und in unserer Seele. Und ich werde euch das rasch illustrieren, nämlich an der Geschichte der ersten Menschen. Das heißt in der Bibel, dass Gott die Menschen in einen Park eigentlich hineingesetzt hat, wo herrlich war, Tausende von Bäumen, wo du alles hast gehabt. Und dann kommt der Widersacher, der Teufel, und sagt, hey, der eine Baum, von dem musst du auch noch essen. Und was macht er? Er entwertet Dankbarkeit eigentlich im Leben von diesen Menschen für die 1000 Sachen, die sie haben. Nimmt 1 Promille und sagt, weißt du, wenn du das hast, dann wirst du glücklich sein. Und ich denke, das Muster, das passiert bis heute in unserem Leben. Wir haben Tausende von Gründen, wo wir dankbar sein dafür. Aber so oft gelingt es dem Teufel, irgendeine Sache im Leben rauszunehmen, gross zu machen und zu sagen, weißt du, das fehlt dir noch für dein Glück. Und gerade vielleicht Sachen, die Gott verboten hat. Und so kommt nachher das Destruktive in unser Leben hinein. Und ich denke, wie schnell passiert das, zum Beispiel in einer Partnerschaft, in einer Ehe. Man fängt sich an nerven wegen einer Sache im Leben von einem Menschen und man fängt sich immer mehr auf das und das konzentrieren. Man redet immer mehr darüber, nörgelt immer mehr über das beim anderen und vergisst, dankbar zu sein für die 10 anderen Sachen, die 20, 30 anderen Sachen, die man eigentlich hat am anderen. Und irgendwann geht die Beziehung kaputt, Liebe erhalten. Und ich denke an Menschen, die ständig über das reden, was ihnen fehlt. Mir fehlt das und die haben mir das nicht gegeben. Und wenn die nur das würden machen, dann wäre ich und. Und die ganze Unzufriedenheit über die Sachen kommt raus. Und was interessant ist, wer nicht lernt, dankbar zu sein, wird immer Mangel haben. Wer nicht lernt, dankbar zu sein, der wird immer das Empfinden haben, ich komme zu kurz. Und weißt du, das kann wie ein Lebensstil werden, ein Denkmuster, das destruktiv wird in unserem Leben. Und es nimmt uns Zufriedenheit in unserem Leben. Und weißt du, wie viele Menschen haben immer wieder Sachen auch bekommen, erreicht und sind gleich nicht dankbar geworden, zufrieden geworden. Und sie brauchen immer wieder das Nächste, den nächsten Kick und hoffen, sie werden dankbar. Und weißt du, ich sage dir nur eins, es funktioniert so nicht. Weder Sachen noch Umstände noch Menschen können dich wirklich zufrieden machen. Der Schlüssel ist Dankbarkeit. Und schau, Dankbarkeit beginnt in unserem Leben mit einer ganz grundlegenden Umkehr, wo wir sagen, ich höre auf, dem nachzuhängen oder dem nachzueifern, was ich nicht habe
um zufrieden zu werden. Und ich fange an, bewusst zu danken für das, was ich habe. Und ich fange bewusst an zu danken für das Gute, das da ist in meinem Leben. Das ist übrigens auch gerade eine Definition für Dankbarkeit. Ich entscheide mich, dankbar zu sein für das, was ich habe. Und ich entscheide mich, dankbar zu sein für das, was an Gutem in meinem Leben da ist. Übrigens, wer das lehrt, der wird nie zynisch werden. Wer lehrt, dankbar zu sein, der wird immer Hoffnung haben. Der wird immer eine Zufriedenheit haben in seinem Leben, egal was in seinen Umständen passiert. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, ich meine, das kannst du ja ohne Gott leben. Und das ist wahr. Du kannst lernen, dankbar zu sein, Dankbarkeit zu entwickeln ohne Gott. Und es ist ein biblisches Prinzip, das auch aufgeht, wie viele andere auch. Wer lernt, dankbar zu sein, auch ohne Gott, der wird zufriedener sein in seinem Leben. Wer lernt, zum Beispiel anderen gut zu tun, wird den Segen davon haben. Wer gibt, wird Segen haben. Wer anderen Menschen dient, wird Segen haben. Wer fastet in seinem Leben, wird Segen daraus herausziehen. Das ist alles möglich ohne Gott. Das heisst, ja Matthias, für was braucht es denn Gott? Der Grund ist eigentlich der, wenn du Gott nicht hast, bist du am Schluss dankbar, aber du weißt nicht, an wer du den Dank sollst richten. Du richtest den Dank im besten Fall ans Leben, an Zufall, einfach an irgendeine unsichtbare Größe. Aber der Booster in der Dankbarkeit, der findet dann statt, wenn du weißt, wo der Ursprung von allem Guten ist, für das du kannst Danke sagen. Es ist so ein Unterschied, wenn ich sage, ich danke irgendeiner unsichtbaren, undefinierbaren Größe für mein Leben oder so. Oder wenn ich kann sagen, hey, ich danke der Quelle von allem Guten. Es ist interessant, die Bibel sagt nämlich über Gott etwas ganz Gewaltiges in Bezug auf Gott. Sie sagt, dass alles, was gut, alles, was vollkommen ist, das kommt als Gabe von Gott, vom Vater, vom Licht. Das heisst, alles Gute letzten Endes in unserem Leben hat seine Quelle in Gott. Und hast du gewusst, Gottes Absicht in unserem Leben ist in erster Linie, uns gut zu tun. Alle Gedanken, die Gott über uns hat, sind gut. Wow! Wie gewaltig, wenn wir wissen, hey, wir können unseren Dank an die Quelle richten, einer unversiegbaren Quelle vom Guten. Und ich glaube, das bringt mich auch zu dem, dass wir ein bisschen nachdenken, was sagt denn die Bibel eigentlich über Dankbarkeit? Und zwar erstens sagt die Bibel, dass Dankbarkeit für Christen der normale Lebensstil soll sein. Normal Lifestyle. Und zwar, sie sagt zum Beispiel im Kolosser 3,17, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt ihm, dem Vater, durch ihn. Das heißt, die anderen Worte, Gott will eigentlich, dass egal was du tust in deinem Leben, wenn du morgen aufstehst, dass du es mit Dankbarkeit tust, wenn du in die Schule gehst, dass du mit Dankbarkeit tust, wenn du ins Studium gehst, dass du mit Dankbarkeit tust, wenn du am Glätten bist, wenn du am Putzen bist, was du auch immer machst, wenn du Gartenarbeit machst, tu es mit einer Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass du überhaupt machen kannst. Dankbarkeit, dass du fähig bist für die Sachen, die du machen kannst. Dankbarkeit, dass dein Dank wirklich an einen lebendigen Gott kannst richten. Und so schnell geschieht es auch in unserem Leben, dass wir vergessen, in dem normalen Dank zu sein. Und was Gott eigentlich will, auch mit dem heutigen Morgen, er will das Leben so in ein normales Leben von der Dankbarkeit hineinbringen. Egal, was du tust. Oder das heißt im Kolosser 4,2, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Wir denken manchmal, ja, wir können ihm am Sonntag danken oder wir danken ihm für das tägliche Brot. Das gehört sicher auch alles dazu. Aber weißt du, Gott will, dass unser ganzes Leben erfüllt ist, durchdrungen ist von einer Dankbarkeit. Denn das Zweite ist, dass Dankbarkeit wirklich der Wille von Gott ist von uns. Und das ist sein Programm. Er will, dass wir dankbar sind. Es heißt nämlich, seid immer fröhlich, im 1. Thessalonicher 5,16, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Das heißt, hey, wenn Gott etwas will für uns, dann ist es eigentlich etwas, wo Gott sagt, hey, bitte bist gehorsam. Mach, was ich sage.
Jetzt, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich glaube, die meisten von uns, wir reagieren auf einen Befehl nicht so gut. Das ist der erste Moment. Aber weißt du, wenn Gott etwas dir befiehlt, er befiehlt es immer zu deinem Besten. Haben wir vorher gehört, oder? Alles, was gut, was vollkommen ist, kommt von ihm. Das heisst, hey, wenn Gott dir etwas befiehlt, sagt er, weißt du, mach das und du wirst zufriedener werden. Mach das und es geht dir besser in deinem Leben. Mach das und jetzt kommt ein Punkt rein, es heisst nämlich, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Und es scheint mir, als wir die Bibel hier in dem Zusammenhang wie Folgendes sagen, hey, wenn du nicht dankbar in deinem Leben bist, unterdrückst du den Heiligen Geist. Du widerstehst einem Wirken vom Geist Gottes. Und ich weiss nur eins, ich will, dass der Geist Gottes in meinem Leben, auch in meinem Dienst, in meiner Family, dass der ungehindert wirken kann. Ich weiss, dann sind Zeichen möglich, dann sind Wunder möglich. In anderen Worten, Dankbarkeit schafft dir eigentlich so wie eine Rampe, wenn du so willst, für die Wirkungen vom Heiligen Geist in deinem Leben. Wie cool ist das? Und ich denke, das ist ein riesiger Schlüssel drin. Denn es sagt die Bibel sehr deutlich auch, dass sich die Dankbarkeit positiv auf unsere Befindlichkeit auswirkt. Im Psalm 103, Vers 1 bis 2 heißt, viele Menschen kennen den gut, lobe den Herrn meine Seele. Was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. In anderen Worten, Gott sagt, vergiss nicht, was an Gutem von Gott in dein Leben gekommen ist. Und jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, die gut sind. Jeder von uns hat Sachen, Segnungen, Wohlergehen erlebt in seinem Leben, wo wir Gott wirklich Danke sagen dafür. Dann geht es ja weiter, kennt ihr, der all seine Sünden vergibt, der heilt all deine Gebrechen und so weiter, der dich vom Verderben erlöst. Und die Bibel sagt in anderen Worten, weißt du was, du lehrst Dankbarkeit, indem du dich bewusst erinnerst an das, was Gott gesagt hat. Kleiner Tipp, fang doch an, dir auch aufschreiben, was Gott erhört im Gebet. Was Gott Gutes im Gebet tut. Das ist mit dem Manus ein grosses Vorbild. Letzte Woche haben wir im Staff-Gebet haben wir erzählt, was hat Gott durch Gebetswoche da oder in dem Jahr. Hey, und die ganze Liste ist gekommen. Am Schluss denke ich, ist so viel gewesen, wenn ich es nur aufgeschrieben hätte. Und der Manu schickt allen im Zoom-Meeting ein WhatsApp, ich habe es aufgeschrieben. Da habe ich gedacht, wie cool. Und warum? Du vergisst es nicht so schnell, wenn du es aufschreibst, wenn du es mitnimmst. Und dann heisst es in dem Psalm, und jetzt kommt's, und das sind die Auswirkungen, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das heißt in anderen Worten, hey, Dankbarkeit hat einen direkten Impact, ob du fröhlich bist oder nicht. Der Unzufriedene wird nie fröhlich werden. Der Undankbare wird nie Freude im Sinn von einem konstanten Lebensgefühl erfahren. Und dann heisst es, dass du jung wirst wie ein Adler. Weißt du, was ich denke? Fröhliche Menschen bleiben jung. Cool, oder? Ist gut. Darum sehe ich aus wie 25 und bin aber über 50. Nein, ist gut, okay. Aber ich glaube, Fröhlichkeit, bist mit fröhlichen Menschen unterwegs und dir kommt immer etwas an Lebensvitalität, etwas an einer Lebensfreude wirklich auch entgegen. Und ich glaube, das behalten die Menschen wirklich jung. Du kannst nämlich auch mit 50 Steinen alt aussehen. Oder? Und das Vierte, was die Bibel sagt, es ist nicht nur, dass es Gottes Willen ist, dass unser Lifestyle soll sein, dass es sich positiv auswirkt für unsere Befindlichkeit, sondern sie sagt auch, es gibt deinem Gebet wie der Nachbrenner, wie der Turbo. In Philipper 4,6 heißt es nämlich, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ich weiss, wir haben das so ein bisschen, ich weiß auch nicht, das hat sich so ein bisschen eingebürgert, etwa die so ein bisschen den Eindruck, wenn wir am Schluss im Gebet sagen, in Jesu Namen Amen, das gebe ich im Gebet Power. Weil wir meinen dann, jetzt haben wir im Namen von Jesus gebetet. Aber das ist nicht das, was es meint, im Namen von Jesus beten. Im Namen von Jesus beten heisst, ich bete in Übereinstimmung mit dem, was Jesus will.
Da kannst du sagen, ich bete in deinem Namen. Oder du musst auch nicht sagen, es ist in seinem Namen. Es geht nicht um die Formulierung, es geht um den Inhalt drinnen. Und ich habe so gedacht, wie cool wäre es, wenn wir in diesem Jahr als Kirche könnten sagen, dass vielleicht nicht mehr so sehr wichtig ist, dass man am Schluss sagt, in Jesu Namen Amen, sondern der Turbo kommt nicht durch diese Formulierung, sondern wenn wir danken. Wenn wir sagen am Schluss von unserem Gebet, danke hast du mich erhört. Danke bist du ein Gott, der Gebet erhört. Danke bist du am Wirken. Danke, dass deine Engel unterwegs sind. Danke bist du der Gott, der es möglich macht. Warum ist da eine Kraft drin? Warum ist das, ich nenne es mal wirklich wie der Turbo irgendwo in unserem Gebetsleben? Weil wir da damit sagen, ich vertraue dir Gott, auch wenn ich es noch gar nicht sehe. Ich vertraue dir, auch wenn ich es noch gar nicht sehe. Und Glauben, Vertrauen, das ist immer noch das, was das Herz von Gott berührt. Und ich hätte euch gerne in so eine ganz praktisch für euer Leben ich sage es mal, das 3x3 mitgeben im Zusammenhang mit der Dankbarkeit. Keine Angst, ihr müsst euch nicht 9 Sachen merken. Weil ich kann mir auch nicht mehr merken als 3. Es sind eigentlich am Schluss nur 3. Aber 3x3, ich werde es euch gerade noch erklären. Ich werde euch zuerst nämlich mal 3 Gründe geben für Dankbarkeit. Oder 3 Anlässe zum Danken. Und das erste ist das ist eigentlich die einfachste Form vom Dank. Lehr Gott zu danken für das, was du hast oder für das, was da ist. Heute Morgen habe ich gesagt, danke Gott für meine Hosen, danke für den Pulli, danke für meine Schuhe, danke habe ich meine Kleider. Das kann jeder Mensch, oder? Danke habe ich Food, danke habe ich Kaffee, danke habe ich Brot, und danke habe ich Teigwaren, danke habe ich Gemüse, danke und so weiter und so fort. Wir lernen zu danken für das, was da ist. Danke habe ich eine Kirche, danke sind da Menschen, die ich kennen darf. Und weißt du, für was Christen immer Danke sagen können? Für Jesus. Dass wir ihn dürfen kennen, für seine Vergebung, für seinen Heiligen Geist, für Gottes Treue, für seine Liebe, die konstant ist, wo es nichts trennen davon. Wenn wir die Bibel durchschauen, wir haben so viel Grund zu danken. Ich glaube, das war der Grund, warum der Matt Redman vor einigen Jahren das Lied geschrieben hat, 10.000 Reasons. 10.000 Gründe. 10.000 Gründe. Und sind wir ehrlich, manchmal beten wir sind so in der Routine, als kommen nur 3, 4 in den Sinn. Hey, fang an. Dank Gott für das, was da ist, was du hast. Die zweite Art vom Dank ist schon ein bisschen schwieriger, dass du dankst für das, was kommen wird. Schaut, das hat zu tun mit dem, was wir vorher gesehen haben. Gebet, wo wir sagen, danke Herr, hast du mich erhört. Vertraut Gott, dass Gott wird wirken. Und schau, wir dürfen so beten. Du kannst Gott Danke sagen für das, was kommt. Du kannst am Morgen Gott Danke sagen. Danke für den Tag. Danke für jede Begegnung, die ich habe. Danke für jedes Gespräch. Danke für alle Herausforderungen, die an diesem Tag kommen. Danke für alle Probleme, denen ich begegnen werde. Danke für alles Unangenehme, das heute kommt. Weißt du, warum du so beten kannst? Es gibt einen Vers im 1. Korinther 15, 57, der heißt, wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg gibt über die Sünde, wie die Versuchung, die kommt, und den Tod. Das heisst, die grösste Schwierigkeit, die kommt. Don't worry, you got the victory. Und ich glaube, Jesus will, dass wir so in den Tag wirklich reingehen. Nicht, was kommt denn heute? Oh, kommt noch das auf mich zu? Und. Und wir können anfangen zu jammern, sondern Gott will, dass du in den Tag gehst und sagst, hey, I got the victory. Egal, was heute kommt, mit Jesus habe ich den Sieg. Da kannst du Danke sagen. Weißt du wieso? Dann hast du am Grund, dann hast du am Abend, hast 10.000 Gründe, Gott Danke zu sagen für das, was du mit ihm hast erleben können. Ich kann dir eins versprechen, dein Tag wird anders verlaufen, wenn du so in den Tag gehst und am Schluss vom Tag zurückschaust. Und die dritte Art vom Gebet, das ist der nächste, das ist 3. Das hat damit zu tun, dass wir lernen, Gott in den Schwierigkeiten, in den schmerzhaften Situationen zu danken. Ich bin so froh, dass die Bibel nicht sagt, hey, du musst Gott Danke sagen für Leid. Du musst Gott Danke sagen für die Schmerzen, die du hast. Das sagt Gott nicht. Aber drin, innen in der Situation, lehr Gott Danke zu sagen. Im Psalm 50, Vers 23, da heißt es, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar,
das mich ehrt, so ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Man nennt das etwa auch, das ist das Dankopfer. Und zwar Gott Danke zu sagen, wenn es uns etwas kostet. Es ist ja nicht schwer, oder? Wenn du vom Mittagstisch hockst und irgendwie, was heisst das, feines Fondue oder ein Raclette oder irgendetwas Gutes auf dem Tisch steht, dann Gott Danke sagen. Du weißt es, das geniessest es ja, oder, was nachher kommt. Aber es ist schwierig, Gott Danke zu sagen, wenn du das Leben nicht verstehst, wenn du durch Leid gehst. Und es ist interessant, dass es heisst, wer das Dankopfer lehrt, Gott zu bringen, der tut etwas. Der öffnet Gott einen Weg, den er sonst nicht erleben würde. Und zwar einen Weg, wo er die Rettung von Gott oder die Hilfe von Gott erlebt. Jetzt sagst du, ja, wie kannst du das? Bist beim Skifahren, hast das Bein gebrochen. Und dann sagst du, danke Gott, dass ich jetzt durch die Situation gehe. Hä? Komme ich nicht raus. Aber weißt du was? Dann fängt eine Hilfe, die Gott uns gibt, ist, dass wir ein tiefes Verständnis über den Zusammenhang vom Leben bekommen. Vielleicht kannst du zum ersten Mal dankbar sein, dass du überhaupt hast laufen können. Viele Menschen auf dieser Welt können nicht laufen. Oder sind handicapiert im Laufen. Oder laufen mit Stöcken. Und zum ersten Mal sagst du vielleicht Gott, danke, habe ich 20 oder 30 Jahre lang können normal laufen. Und wir fangen an, Sachen, die wir so selbstverständlich nehmen im Leben, ganz neu anfangen mehr schätzen. Versteht ihr das? Das ist auch ein Weg zur Rettung. Nämlich, dass Weisheit in unser Leben kommt, Verständnis fürs Leben in unser Leben reinkommt. Ich habe ja im März vom letzten Jahr den Covid-19 gehabt und habe dann im Juli letzten Jahr das herausgefunden in einem Antikörpertest. Und seitdem habe ich einen Großteil von meinem Geruchsempfinden verloren. Und am Schluss, ich musste sagen, danke Gott, dass ich aber noch schmecken kann. Danke, dass mein Geschmackssinn da ist. Danke, dass ich das Essen noch geniessen kann. Ich fokussiere mich nicht auf das, was ich nicht mehr habe, sondern ich fokussiere mich auf das, was möglich noch ist. Versteht ihr, das ist ein riesen Unterschied. Das ist ein Mindset. Und ich denke daran, als Eva zum ersten Mal schwanger geworden ist und dann die Schwangerschaft wirklich zu einem Abbruch auch gekommen ist. Es war sehr schmerzlich für uns. Aber wisst ihr, was uns mega geholfen hat, ist eine Aussage von jemandem, der alles verloren hat. Der Hiob hat nämlich gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und weißt du, so kannst du dankbar sein, auch wenn du Verlust hast im Leben, auch wenn Sachen nicht mehr da sind. Du sagst, weißt du was, danke, habe ich etwas haben für eine gewisse Zeit. Danke, auch wenn du es wegnimmst. Es ist deine, mir ist nicht versprochen, dass ich alles, was ich habe auf Erden, für immer haben kann. Danke für die Zeit, die ich es haben durfte. Schaut, anders kann ich Menschen gar nicht helfen, seelsorgerlich, die einen Geliebten zum Beispiel verlieren in der Familie. Bist dankbar für die Zeit, wo du einen Menschen hast dürfen haben. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Ich ruhe in Gott. Schau, ich habe meine Zufriedenheit nicht von den Umständen, vom Lebenssetting abhängig gemacht, sondern von Gott. Der Name des Herrn sei gelobt. Wow, ich finde das mega, mega stark. Das sind die 3 Arten von der Dankbarkeit. Und warum 3x3? Ich denke an Daniel, er hat 3-mal am Tag gebetet. Und das heisst, von ihm 3-mal ist er angeknüllt und hat Gott Danke gesagt. 3-mal am Tag. Und wisst ihr, ich möchte euch wirklich auch ermutigen, persönlich. Hey, die meisten von uns, wir essen 3-mal am Tag. Nutzen wir doch diese Zeit auch, um Gott Danke zu sagen. Ich bin nicht so Fan von diesen, ich weiss, man kann von 2 Arten vom Ross runterfallen. Aber ich meine, es gibt so ein bisschen einen antifrommen Stil, der einfach sagt, Food, Halleluja, Amen, ein gutes Miteinander. Und es gibt viele Leute, die finden das mega cool. Und ich bin nicht so sicher, ob man da nicht etwas verpasst. Ich meine auch nicht, hey, schon gar nicht, wenn du ein Kind hast, mach nicht eine Gebetsstunde am Tisch. Sonst ist einfach das Essen kalt. Und das hat Gott auch nicht wollen, verstehst du?
Aber vielleicht gibt es so einen guten Weg auch in der Mitte, oder, wo man sagt, hey, aber weißt du was, wir wollen Gott Danke sagen für den Food. Wir wollen Gott Danke sagen für die Menschen, die geschaffen haben, dass das möglich war. Wir wollen Gott Danke sagen für die das Essen zubereitet haben. Wir wollen Gott Danke sagen, haben wir noch alles? Und es lehrt auch die Kinder, lehrt es dankbar zu sein. Wenn ich bete, ich sage immer, danke vielmals für meine Frau, oder dass wir das miteinander können zubereiten, je nachdem. Meine Kinder sagen, wieso sagst du danke, dass Mami gekocht hat? Und ich sage, weil es nicht selbstverständlich ist. Aber das sind Werte, die man den Kindern von klein auf antrainieren muss, dass auch die Kinder lernen, Danke sagen. Banana! Banana! Ich meine, es muss ja nicht gerade so tönen, aber Entschuldigung für all denen, die jetzt mischen. Ich hoffe, aber, oder am Livestream, hoffe ich, ist die Boxen kaputt gegangen. Aber eben von dieser Begeisterung, verstehen Sie, von dieser Dankbarkeit über das, dass es einfach da ist, dass wir das eintrainieren in der Routine vom Leben. Oh, Entschuldigung, vergib mir bitte. Ja, ich werde zum Abschluss kommen. Ich habe euch gezeigt, was der Wert ist von der Dankbarkeit, was die Bibel darüber sagt und wie wir es wirklich einbauen in unser Leben, in unseren Lebensrhythmus auch, in unser tägliches Leben. Aber am Schluss stellt sich die Frage, warum leben wir denn nicht einfach danach? Warum kommen so oft Sachen über unsere Lippen, die eben nicht positiv sind, die nicht gut sind? Und Jesus hat einmal darüber geredet und er hat gesagt, schau, das Problem liegt nicht, dass wir uns nicht genug Mühe geben beim Reden, sondern das Problem liegt tiefer. Er hat gesagt, ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor. Und ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Oder der alte Luther hat übersetzt, aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Und schaut, die Geschichte ist voll auch in der Bibel von Menschen, die erst durch ihr Reden gesehen haben, wie daneben eigentlich ihr Herz war. Ich denke sogar an den Prophet Jesaja, wo er mit der Heiligkeit von Gott konfrontiert worden ist. Erst in dem Moment ist ihm bewusst worden, wie unrein das sein Herz ist, wie unrein seine Lippen sind. Und er sagt, Gott, vergib mir für mein Reden. Vergib mir für die Worte, die über meine Lippen gekommen sind. Komm und reinige du mich. Und die Bibel sagt, ein Engel ist gekommen mit einer glühenden Kohle und hat das, ich sage jetzt mal so, rausgebrannt, was an Negativem auch da war. Ich denke an das Volk Israel, das gemurrt hat in der Wüste. Und Gott hat gesagt, weißt du, hey, wenn ihr euch beklagt über euren Leiter, den Mose, wenn ihr euch beklagt über den Food, wenn ihr euch beklagt über das Leben, anstatt dankbar zu sein, dass ihr so weit gekommen sind mit mir, dann toleriere ich das nicht. Und die Bibel sagt, dass etwas Grausames passiert ist, dass Gott Schlangen unter das Volk geschickt hat und dass die Leute, die gemurrt haben, getötet worden sind durch die Schlangen. Und es sind über 10'000 Leute, die gestorben sind in dem Anlass. Und ich glaube, auch wenn Gott das so nicht mehr macht, er sagt sehr deutlich, wie er auch heute noch denkt über das Murren von Menschen. Und dann hat der Mose die Schlangen aufgerichtet an dem Pfahl. Und das heisst, alle, die im Glauben die Schlangen angeschaut haben, die haben überlebt. Das heisst, das Serum, das Gift, das in ihren Adern drinnen war, das ist neutralisiert worden und sie haben die Attacken der Schlangen überlebt. Und wisst ihr, genau das Gleiche. Für genau das Gleiche ist Jesus letzten Endes ans Kreuz von Golgatha gegangen. Er ist auch erhöht worden. Es heisst im Neuen Testament, dass Jesus erhöht worden ist wie die Schlange im Alten Testament. Schaut, weil Jesus weiss, wir brauchen in unserem Leben eine tiefgreifende Reinigung in unserem Herz und in unserem Reden. Es kommt so viel Schrott, so viel Zerstörendes, so viel Negatives über unsere Lippen. Und Jesus, ich habe das so deutlich empfunden, sagt uns heute Morgen, ich toleriere das nicht mehr länger.
Es hat Jesus Leben gekostet, unsere Sünde. Jesus ist auch wegen unserem Reden und wegen den Sachen, die aus unserem Herz an Negativem waren und rauskommen, ist er ans Kreuz von Golgatha gegangen. Und der einzige Weg, dass wir Rettung haben, der einzige Weg, dass das Böse, das Negative rausgeht aus unserem Leben, ist, dass wir uns wirklich an Jesus Christus wenden. Und dann geschieht etwas. Dann empfangen wir in unserem Leben, wenn wir das zulassen und drinnen wirklich auch anfangen zu lernen leben, so eine riesige Dankbarkeit über Jesus, dass aller Mangel in unserem Leben gestillt ist. Es heisst das auch in der Bibel, wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk ist, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Das ist Jesus gekommen. Und ich glaube, dass wir heute Morgen jetzt einfach ins Gebet auch gehen. Und ich glaube, dass gerade auch, wenn du an Jesus schon glaubst, vielleicht weisst du heute Morgen, du brauchst so eine Reinigung von deinen Lippen. Du brauchst eine Reinigung vom Herz, weil da manchmal Sachen rauskommen, wo du weisst, es ist nicht okay, es ist nicht gut. Es tut den Menschen, die mich um sind, nicht gut. Hey, schau auf Jesus und lass ihn an dein Herz. Lass ihn das Gift rausnehmen, das in deinem Herz drin ist. Er kann dich retten, er kann dich heilen, er kann dich verändern. Herr Jesus, wir wollen heute Morgen wirklich bewusst zum Gebet kommen zu dir. Und wir sehen einfach auch in der Geschichte, wie ernst das es dir auch ist mit dem. Herr Jesus, wir wollen nicht Menschen sein, die durch ihr Reden irgendwo Negatives über ihr Leben bringen. Wir wollen nicht Menschen sein, die dir entgegenstehen. Wir wollen nicht Menschen sein, wo Gift ins Leben kommt durch das, was wir bewegen und das, was wir aussprechen. Sondern wir kommen zu dir und sagen, Jesus, vergib du uns, reinige du uns. Aber wenn wir nachher das Abendmahl miteinander nehmen, dürfen wir das erleben, wenn das Brot, wenn der Kelch unsere Lippen berührt. Ich bete, dass wir das im Glauben dürfen wirklich annehmen und sagen, so wie ich das heute Morgen wirklich über meine Lippen nehme und in mein Innere geht, Herr, komm du mit deinem Blut, reinige du mich, erneuere du mich. Komm du wie mit einer glühenden Kohle beim Jesaja und verändere du mein Reden, verändere du mein tiefstes Innerste, brenn du das Negative wirklich raus, verändere mich heute Morgen durch deine Kraft. Ich kann es nicht allein. Und ich danke dir, dass du das Gebet so gerne hörst. Dass du so ein gnädiger, vergebender, guter Gott bist. Oh Jesus, lass uns eine Kirche sein, die geprägt ist davon, dass über ihren Mund in erster Linie Dank und Lob zu Gott kommt. Dass unser Mund in erster Linie ein Instrument ist, um einander Dank und auch Wertschätzung auszudrücken. Herr, ich bete einfach, lass das geschehen von deinem Geist her. Lass es geschehen vom Kreuz her. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich bete, dass es hineinwirken in Beziehungen, die hier repräsentiert sind, Ehen, Freundschaften. Jesus, dass die Kraft hineinkommt, das Wort von der Erneuerung, Wort vom Leben, Wort von der Hoffnung, Jesus, über unsere Lippen dürfen kommen und dürfen auch Beziehungen berühren, erneuern und verändern. Jesus, Jesus. Danke, Herr. Und vielleicht hörst du zu von dir heim und hast dein Leben noch nie Jesus anvertraut und merkst, ich brauche das, ich brauche die Power. Da kommt so viel Schrott manchmal über meine Lippen, aber das ist seit Jahren eine Gewohnheit von mir. Ich will dir eins sagen, wenn du Jesus aufnimmst in dein Leben, er vergibt dir nicht nur, sondern seine Kraft wird wirksam, dass etwas Neues anfängt. So aus einer Dankbarkeit im Herzen über Jesus, dass dein Leben, dein Reden erneuert wird. Ich möchte dich einladen, wenn du Jesus in dein Leben aufnehmen willst, heute Morgen, tu es doch, bete doch jetzt mit mir und sage, Jesus Christus, es tut mir leid für das, was über meine Lippen gekommen ist. Vergib mir. Ich merke, da ist eine Kraft in mir wirksam, die ist grösser als ich selber. Aber ich danke dir, hast du gezahlt für meine Schuld am Kreuz von Golgatha. Danke, hast du dein Blut vergossen. Und ich lade dich ein. Komm du in mein Leben. Erneuere mein Herz. Ich
Ich werde von heute an anfangen, durch deine Kraft ein neues Leben zu führen. Meine Worte mit Bedacht zu wählen und zu spüren, bevor ich rede, ob es gut ist oder nicht. Das tut deine Kraft und deine Gegenwart in mir. Ich danke dir, hast du mein Gebet erhört. Halleluja. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun dürfen, zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.